Und zwar ein Name, der immer wieder als Übernahmekandidat gehandelt wird, ist Puma. Die Raubkatze, wie sie auch genannt wird, ist für Nike besonders interessant. Viel interessanter als all die anderen Marken, weil sie es nämlich geschafft hat, sich auch in den Bereichen Mode und Lifestyle zu etablieren. Puma ist auch eine relativ leichte Beute für Nike. 83% der Aktien sind nämlich in Streubesitz, was eine Übernahme erheblich erleichtern würde. Der Dow, der mault heute, und das, obwohl es doppelt so viele neue Jobs in Amerika in diesem Monat gab, wie man erwartet hat. Problematisch an dem Ganzen ist, dass auch die Stundenlöhne viel stärker gestiegen sind als erwartet. Das sorgt und schürt hier vor allem angesichts der hohen Ölpreise Inflationssorgen bei den Anlegern. Die meisten denken und glauben, dass Notenbankchef Alan Greenspan die Zinsen noch einmal und um mindestens 25 Basispunkte anheben wird. Nächsten Dienstag wissen wir mehr, dann ist nämlich das große Treffen der US-Notenbank in Washington. Vielen Dank nach New York, Beatrice. Am Stadtrand sind heute Morgen eine Chemiefabrik und ein Eisenbahndepot explodiert. Gerade eben erreicht uns auch die Nachricht, dass eine Lagerhalle im historischen Viertel in Flammen steht. Die Ursachen des Ganzen sind nicht bekannt, Terroranschläge werden aber Gottlob ausgeschlossen. Nun ist ja bekannt und durch die Medien gegangen, dass die Ölindustrie besonders stark getroffen und betroffen ist. Welche Industriezweige sind darüber hinaus sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden? Auf kleiner Ebene sind vor allem kleine Geschäftsleute und Landwirte betroffen. Aus den Stromstaaten kommen immerhin 40% der US-Getreideexporte. Hinzu kommt, dass auch viele große Einzelhandelsketten wie etwa Walmart ihre Filialen schließen mussten. Die können das Ganze aber relativ leicht verkraften. Die Sturmregion trägt nämlich noch nicht einmal 3% zum US-Bruttoinlandsprodukt bei. Nun höre ich heute, dass die deutsche BASF, und das interessiert ja hierzulande ganz besonders, mit über 20 Werken betroffen ist. Wie stark ist der Schaden dort? Also BASF hat dort unten die größte Produktionsstätte in ganz Nordamerika und die musste 2 Tage lang geschlossen werden. Jetzt laufen die Fabriken wieder, aber die Frage ist, ob auch genügend Rohstoffe an- und Fertigprodukte abtransportiert werden können. BASF stellt in den Sturmregionen vor allem Plastikteile für die Autoindustrie her. Das heißt, die Lieferkette geht bis ins nördliche Detroit. Präsident Bush hat heute davon gesprochen, dass er eine Konjunkturdelle wegen dieses Hurrikans nicht ausschließen möchte. Wie stark kann diese Konjunkturdelle die amerikanische Wirtschaft beschädigen? Der Präsident hat sich gestern mit Notenbankchef Alan Greenspan zu einem Krisengespräch getroffen. Das sagt mindestens ebenso viel wie die Tatsache, dass er heute 10 Milliarden Dollar an Soforthilfe bewilligt hat. An längerfristige Auswirkungen auf die Konjunktur glaubt George Bush aber nicht. Aufgrund der Investitionen für Neubauten und Reparaturen, meint er, werde die Wirtschaft letztlich noch stärker wachsen als angenommen. Schönen Dank, Beatrice. Schönen Dank nach New York. Tschüss.